Okay Leute, jetzt sollte mal in den Kerker schauen, zu Diego. Pass auf, und der befindet sich da hinten irgendwo. Aber erst einmal ein bisschen ausbauen. Pass auf, mein Scharfsinn. Sechs Attacken in Folge. Passt, oder? Diego, ich komme. Mal schauen, was da los ist. Aldrich, was haben wir richtig? Was willst du hier? Gorn schickt mich. Ich soll mit Diego reden. Das kann ja jeder behaupten. Gorn sagt, wenn du mich nicht durchlässt, bekommst du eine aufs Maul. Gut, das klingt nach Gorn. Ich lass dich durch. Aber mach keine Dummheiten. Was kannst du mir über Gorn erzählen? Über unseren Hauptmann? Er ist neu und nicht von hier. Aber eine Faust hat er. Wie ein Schmiedehammer. Warum habt ihr einen Fremden als Hauptmann? Machst du Witze? Das ist der legendäre Söldner Gorn, der Held von Gotha. Ich habe gehört, er war mal mit dem verfluchten König befreundet. Aber jetzt herrscht böses Blut zwischen den beiden. Jetzt kämpft er für uns. Für Stewarker Gold. Ja, Mann. So, das soll der Kerker sein? Die alle Zelle da. Ein Ritterschwert. Hey. Zweihandwaffe. Schaden 27. Hey, schau dir diesen Säbel an. Der ist größer als ich. Was gibt's? Ah, da bist du ja. Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Sei froh, dass ich Gorn begegnet bin. Ich hätte sonst nie erfahren, dass du im Kerker steckst. Er will dich übrigens befreien. Mit seiner Axt, ich weiß. Aber das würde nur die ganze Stadt ins Chaos stürzen. Willst du im Kerker bleiben? Nein, deshalb hatte ich ja gehofft, dass du kommen würdest. Was soll ich tun? Nun, man wirft mir vor, ich hätte Meermund, den Berater von Baron Renwick, ermordet. Jemand muss beweisen, dass ich es nicht war. Oder, dass Meermund noch lebt. Gorn ist da nicht der Richtige. Er ist etwas zu grob. Du allerdings könntest es schaffen. Ich mache mich auf die Suche nach Meermund. Wo soll ich anfangen? Knöpf dir als erstes mal Winston vor. Er war in der Nähe, als ich mit Meermund gesprochen habe. Wer ist Winston? Ein Soldat der Stadtwache. Eigentlich ein netter Kerl. Aber ich habe den Verdacht, dass er mit den Rebellen zusammenarbeitet. Weißt du, wo ich ihn finde? Normalerweise verrichtet er seinen Dienst am westlichen Stadtrand. Schau dort. Gut, mache ich. Warte, ich habe noch was für dich. Was? Eine Art Dietrich. Damit kriegst du zwar keine Türen auf, aber kleinere Schlösser von Kisten und Truhen kannst du damit knacken. Nimm ihn mit. Vielleicht kannst du ihn brauchen. Warum wirft man dir vor, du hättest Meermund ermordet? Meermund hat mich in der Klippenschenke aufgesucht. Er hat herausgefunden, dass ich mit ein paar Leuten hier im Ort Geschäfte mache und wollte, dass ich Steuern entrichte. Da habe ich mich geweigert und wir haben etwas gestritten. Danach ist Meermund spurlos verschwunden. Renwick hat von unserem Streit gehört. Jetzt glaubt er, ich hätte Meermund ermordet. Aber das habe ich nicht. Warum hast du dich geweigert, Steuern zu zahlen? Die Geschäfte, die ich hier auf Argan mache, halten die Leute bei Laune. Sie sind mein Beitrag zum Kampf gegen die Eroberer. Renwick profitiert davon. Warum soll ich ihm da noch Steuern zahlen? Ich bin schließlich ein freier Mann. Naja, vielleicht nicht gerade im Augenblick. Okay Leute, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Dietrich gekriegt. Endlich. Der sollte kannte noch die Kiste abbrennen. Meine Wäsche. Na gute Frau. Tüte wisch wenigstens mal sauber. Denen da oben macht das wohl Spaß. Pass auf, da drinnen waren 3 Kisten, oder?
Streitkolben. Ja gut, nimm mit. Ein schäbiger Silberseeschild. Elixier der Stärke. Und dann waren da noch oben ein paar Kisten, gell? Bei den Belia-Kultisten. Oh nein. Ja, Ladies, ich schaut ein bisschen dumm aus der Wisch. Das wird ja immer schlimmer. Eine Ritualmaske. Schünden. Ja, pass auf, der hat gesagt, mit dem Winston muss ich reden. Und der befindet sich am westlichen Stadtrand. Winston. Aha, so ist er. Was willst du? Du bist Winston, richtig? Ja, der bin ich. Was kannst du mir über die Rebellen erzählen? Nun, die Kerle behaupten, Hertan sei der wahre Baron von Stuart. Und Renwick ein. Auf jeden Fall sind wir ihnen auf der Spur. Aber die Jungs sind gerissen. Haben die Rebellen Anhänger unter den gemeinen Bürgern? Oh ja, die haben sie. Ich meine, die werden wir natürlich auch hinter Schloss und Riegel bringen. Was ist mit der Wache? Denkst du, einige Wachen hätten lieber Hertan zum Baron? Was? Ausgeschlossen. Die Wache ist loyal. Wie kannst du das nur behaupten? Es reicht. Sag mir, wo ihr Meermund versteckt habt. Und ich verpfeif dich nicht bei Baron Renwick. Wie? Woher weißt du, dass wir Meermund haben? Jetzt weiß ich es. Raus mit der Sprache. Warte. Willst du Stuart wirklich ins Verderben stürzen? Dem verfluchten König die Füße zu küssen, wird Stuart nicht retten. Genau. Hertan wird ihm ordentlich in den Hintern treten, wenn er erstmal Baron ist. Was? Da habe ich aber anderes gehört. Alles Lügen. Renwick ist es. Renwick will sich Roba unterwerfen. Seine Schwester Liu Wen kann es beweisen. Renwick? Du sagst, der Baron steckt mit Roba unter einer Decke? Er und kein anderer. Liu Wen ist ihm auf die Schliche gekommen. Dass Renwick mit Roba zusammenarbeitet, glaube ich erst, wenn ich Beweise sehe. Hör zu. Liu Wen musste fliehen und hält sich irgendwo in der Stadt versteckt. Ich weiß aber nicht wo. Wenn du sie findest, wirst du sehen, dass wir auf der richtigen Seite kämpfen. Vielleicht erzählst du ja tatsächlich die Wahrheit. Wirst du nach Liu Wen suchen? Ich werde es mir überlegen. Meine Landsleute werden das eine oder andere aufgeschnappt haben. Wenn du in der Schenke oder in den Läden die Ohren spitzt, wirst du sicher einiges hören, was wir Wachmänner nie erfahren würden. Außerdem könntest du versuchen, in Liu Wens Turm zu gelangen. Warum sollte ich das tun? Gorn hat den Turm durchsuchen lassen. Aber eine Kiste haben sie nicht aufbekommen. Wer weiß, vielleicht ist genau in der Kiste der entscheidende Hinweis drin. Ja, pass auf. Ja, hab ich den jetzt? Warte mal. Finde einen Weg, die Jäger zu befreien. Entweder verprügelt ihr einen Winston oder ich finde Liu Wen. Entweder oder, sagt er.
Pass auf, Leuven. Wo werden die sein? Ah, du mal wieder. Hast du eine Ahnung, wo Leuven sich verstecken könnte? Nicht mein Bier. Ich passe auf den Waschlappen da drinnen auf. Was der mit seinen Geschwistern treibt, interessiert mich nicht. Sie könnte aber der Schlüssel zu Diegos Freiheit sein. Dann würde ich in den Läden und in der Schenke die Ohren spitzen. Die Leute hier haben nichts drauf, aber schwatzen, das können sie. Ihr habt doch Leuvens Turm durchsucht. Ja, aber wir haben nichts gefunden. Was ist mit der Kiste, die ihr nicht aufbekommen habt? Ich wollte sie mit meiner Axt zerschmettern, aber der Baron hat's verboten. Ist ein verdammtes Familienerbstück, hat er gesagt. Kann ich mir die Kiste in Leuvens Turm mal anschauen? Wenn du meinst, das bringt was, komm mit. Ich lass dich in den Turm. Ja, pass auf, jetzt zockt man den Turm. Das Ding da? Mein Gott. Den Mann hätte ja los auch noch gefunden. Pass auf, Leuvens Turm. Das waren zumindest schon mal keine Beweise, aber etwas für den Geldbeutel. Leuvens Ring. Ein unscheinbarer Schlüssel. Her damit. Das war alles. Ah? Pass auf, er weiß nichts mehr. Dann werde ich mal ein bisschen rumfragen. Da wissen die was. Denn bekanntlich schwatzen die Bürger von Sturg gern. Pass auf, was sagt der Alchemist? Was willst du? Was kannst du berichten? Was treibt Him? Geduld. Ja Mann, so weit war ich noch nicht. Du scheinst den Krach hier gut zu vertragen. 3 Tröpfchen Sumpfkrautessenz in den Abendwein und der Zimmermann kann nachts hämmern, so viel er will. Elgans überteuerte Watte brauche ich nicht. Was der Zimmermann? Der hämmert. Wo ist er denn? Der Herr Zimmermann. Da ist er. Der Nogelfleißig schön. Was willst du kaufen? Woran hämmerst du hier überhaupt den ganzen Tag rum? Ich zerlege Möbel und mache daraus myrtanische Igel. Was? Myrtanische Igel für Befestigungen. Renn da mal in Reih und Glied rein. Ho. Viel zu tun? Oh ja, das gibt es. Der Krieg steht vor der Tür. Hab von früh bis früh zu tun. Heißt das nicht von früh bis spät? Ja, schön wär's. Ich schuft hier bis zum Morgengrauen. Was der Baron will, das kriegt er. Die Nachbarn haben sich mit dem Krach abgefunden und kaufen sich Watte bei Elgan. Watte? Für die Ohren. Bei dem Gehämmere kann ja keiner schlafen. Dich hat's aber ganz schön erwischt. So viel Plackerei hält doch keiner durch. Bin nicht der Einzige. Frag nur den Bogner. Der hält die Leute am Stadtrand nachts wach. Viel zu tun? Oh ja. Heißt das nicht... Ja. Watte? Für die Ohren. Ja Mann, ist ja gut. Auf jeden Fall weiß er nichts, gell? Dann werde ich mal zur Klippenschenke schauen. Mal schauen, was der Witzel spricht. Hey, sieh doch schön. Die zieht dann durch. Ja, was ist da los? Ja, gute Frau. Bin ich auch mit dran, gell? Ah, der Held von der Brücke.
Warum sind hier überall Wachen? Der Baron lässt alle Häuser der Stadt nach seiner Schwester durchsuchen. Angeblich steckt sie mit den Rebellen unter einer Decke. Klingt ja heiter. Die gesamte Innenstadt haben sie schon auf den Kopf gestellt. Bald ist der Stadtrand dran. Als ob sich eine feine Dame im Armenviertel verstecken würde. Nein, ich sage, Liu Wen ist bereits über alle Berge. Ich würde mir gern dann... Pass auf, seine Ware. Eine Opferklinge. Vulkanglasschwert. Aus weg, ist Klump. Ein großer Streitkolben. Schaden 28. Weg damit. Ja, pass auf, ein Schild. Im Moment brauche ich keins. Gibt's was Neues? Nicht, oder? Liu Wen habe ich noch nicht gefunden. Was sagt denn Ronda, die Schmiedin? Wie läuft das Geschäft? Wie ein lahmer Hund. Die Tölpel hier glauben immer noch, dass eine Frau nicht ordentlich schmieden kann. Ohne den Bogner und den Zimmermann könnte ich jetzt einpacken. Was ist mit den beiden? Haben meine besten Hämmer gekauft für teures Geld. Gute Kunden, die zwei, und fleißig. Kannst sie von früh bis spät werkeln hören. Wo finde ich den Zimmermann? Der hat seine Werkstatt in der Nähe von Elgans Stand. Oben auf dem Marktplatz. Wo lebt der Bogner? Am Stadtrand im Nordwesten. Bei den ganzen Zielscheiben kannst du seinen Laden gar nicht verfehlen.